Herzlich willkommen zurück bei der neuen Folge Schweizerdeutsch. Der Nick ist schon am Winken. Die Folge. Wir sind wieder da. Man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen am Arsch, ich bin fett verkältet. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, fuck. Ja, das ist nicht schlimm, aber... Ja. Falls sich der eine oder andere wundert, warum meine Stimme ein bisschen anders ist, das liegt da dran. Du musst ein bisschen das Trinken da, das tut ein bisschen desinfizieren. Desinfizieren, von innen. Ist gut. Falls sich jemand fragt, was dort steht so der... Ist das der Karneval-Wodka von Raff und Bones? Ja. Ja. Genau. Der steht da in dem Gestell beim Niklas. Mit ganz vielen anderen random Sachen. Wir müssen mal eine Folge machen, wie wir die ganzen random Sachen dann mal ein bisschen aufzählen und zeigen. Eigentlich wirklich. Eigentlich ist so das Ablageregal ist eigentlich so die Idee gewesen, dass wir einfach so ein bisschen einen Hintergrund haben. Aber es ist jetzt einfach Abstelllager für alles von meinen Sachen. So. Ja, wirklich. Ich habe gedacht, ich tue das schön einräumen. Nö. Es steht alles hier von so einer Minecraft-McDonalds-Box bis hin zu der Cap vom Dean, aber die haben wir bewusst dann nicht da, weil er ist einmal Gast war. Meine Malle-Brille. Alles ist da. Everything. Einfach ein random-ass Regal. Ein Schalke-Schal. Beim Niklas. Ja, Niklas. Mir geht es ja nicht so gut. Wie geht es dir? Hey, tatsächlich geht es mir auch gut. Also, was heisst ja auch gut? Dir geht es ja nicht so gut. Ja, es geht okay. Aber ich mache jetzt nicht einen auf Opferrolle. Also, das ist jetzt nicht so deep. Oh nein. Oh nö. Scheiße. Oh Rico. Oh nein. Muss mir dir Tee holen? Ja, Bro, bitte hol mir einen Tee. Soll ich ihn holen? Willst du einen? Nein, ist gut. Kannst du Aber schon nachher daheim so einen Tee knallt, gab schon rein, sagt er ehrlich. Ja, ich hätte Artemiesus, heisst der, glaube ich. Und dann noch so einen... Ich muss den Schäli fragen. Der Schäli, der Tee-Experte. Der Tee-Experte. Das Artemiesus tut deinen Körper reinigen. Okay. Ja, genau. Nach dem Desinfizieren noch ein bisschen reinigen, sagst du? Ja, dann gibt es aber es gibt noch einen speziellen extra für die Leber einen Tee, wo wir auf Mallorca hatten. Nach dem Ausgang hat er uns den gegeben. Ja. Der war super gewesen. Der hast am Morgen keine Kater gehabt. Thumbs up. Wirklich. Ich habe sowieso keine Karte gehabt, ich weiß gar nicht, was das ist. Nein, mir geht's gut. Was ich ein bisschen merke, ich war verdammt müde gewesen, diese Woche. Ja, same, aber. Ich habe gestern zum ersten Mal seit Wochen wieder mal ausgeschlafen. Also wirklich bin am, ich weiß gar nicht, bin glaube gestern am Freitagabend gut, wir sind auch noch unterwegs am Freitagabend. Ja, aber auch nicht lang. 11:30. Ja, bin direkt ins Bett. Ja. Pennen und dann habe ich geschlafen bis um 9 Uhr oder so, also 9 Stunden mal geschlafen. So. Und dann bin ich mit dem Joris da schnell noch Sachen vorbereitet für den Geburtstag vom Sil. Der hat gestern eine Geburtstagsparty gehabt. Sind wir noch im Mac und dann bin ich heim und dann 2 Stunden abpennen auf dem Sofa normal. Also gestern war so voll der Schlaftag gewesen. Ja. Ja. Nein, aber sonst geht es mir gut, ja. Tipptopp. Wir haben uns mal wieder gedacht, wir machen mal wieder von Anfang an was ging die Woche. Back to the roots. Back to the roots, mal Back wieder. to the roots. Einmal ein bisschen Podcast, also ja, wir machen es Einfach wieder mal ein bisschen jappen. einfach wieder mal ein bisschen, genau. Aber wir haben trotzdem ein Spiel mal wieder vorbereitet. Das können wir eigentlich wieder mal als Battle machen, wir haben schon lange kein schweizerdeutsches Battle mehr gemacht. Ja, das können wir für die nächste Folge aufschreiben. Also, meinst du das jetzt? Das könnten wir schon machen. Also, wenn es ausgeglichen ist, dann gibt es halt einfach Unentschieden, dann ist halt so, aber... Ja, safe. Also wir haben wieder mal ein 2 Wahrheiten, 1 Lüge vorbereitet. Wo der andere muss die Lüge herausfinden. Genau, und das heisst, wenn du es nicht schaffst, gibt es keinen Punkt. Wenn ich es schaffe, gibt es einen Punkt. Und eigentlich... Ja, aber Bro, führen wir die Liste überhaupt noch? Hast du die immer noch drauf? Ja, hallo? Ja. Ja, also ich bin mir nicht mehr sicher gewesen, Notion, weil wir es einfach lange nicht mehr gemacht Es haben. ist im Notion drin. Es ist im Notion drin. Wie viel steht? Es steht jetzt. Ich glaube, du bist vorne, gell? Du hast mich aufgeholt. Am Anfang bist du vorne gewesen. Nein, am Anfang bist du vorne gewesen. Ja, voll. Warte mal. Wo haben wir das? Unklar, Headquarters. Das muss ich schnell aus dem Flugmodus raus. Schweizerdeutsch. Games. Hallo. Games. Heißt WLAN hier unten. Jede Folge. Alter, jedes Mal Sommerprojekt sagst du, gell? Ja.
Es ist eigentlich nicht schwierig, ich müsste einfach mal so einen Access Point anhängen, Ja. gut ist. So, aber sonst erzähl mal, was ging die Woche bei dir so? Was ging die Woche? Also, Wo hat es gestartet am liebe Montag? Zuhörerschaft, Montag, ich habe wieder Schule gehabt, ganz normal. Wow. Spannend, gell? Nein, am Abend war das Highlight, gewesen. Wir sind das Don Toliver Konzert Ja, mega. in, wo ist es, der Hall, Dübi, gell? Dübendorf. Dübendorf. Mies geil gewesen, also wirklich 10 out of 10. Im Moment steht es 3-3. Schon? Okay, gut. Ja, kann ich empfehlen, der Niklas war auch dabei gewesen. Da kann er nachher so ein bisschen seine Sicht vom Konzert erzählen. Ja, nein, ist cool gewesen. Mega. Wir sind da in die Crowd reingegangen, haben sind ein bisschen rumgekumpelt. Ja, ist cool gewesen. Also ich habe es ein richtig cooles Konzert gefunden. Dann Dienstag, haben wir am Dienstag etwas gemacht? Ich bin glaube ich daheim gewesen. Mittwoch glaube ich auch. Haben wir nichts gemacht, gell? Nix. Donnerstag habe ich frei gehabt, bin ich auch noch daheim gewesen. Also ich habe die Woche auch noch gechillt, aber ich bin gleich irgendwie hure am Arsch, ich weiß nicht warum. Ja. Und dann ja, Freitag auch nichts gemacht. Am Freitag haben wir etwas gemacht. Stimmt, ja, Freitagabend, gell? Ja. Stimmt, das hat der Niklas vorhin schon angedeutet. Also es war so, gewesen, ich bin vom Arbeiten heimgekommen und nachher wir haben abgemacht, um einen kleinen Call zu machen, einfach zum auch ein paar Sachen bereden. Podcast-Sachen. Genau, einfach Die so. Zukunft von dem Podcast. Genau. Was Schweizerdeutsch betrifft, haben wir so einen Call gehabt für eine Stunde lang oder so. Wir haben einfach miteinander geredet und auch über andere Sachen geredet, bla bla bla. Und nachher hat Niklas so gesagt, Erika, hast du Bock noch ein bisschen etwas zu machen, oder? Cruisen, die Genau. Liefer auch rum. Und nachher sind wir eigentlich in den Freiraum, unser Stammlokal. Wir fahren extra auf den Zug, kommen dort hin, steht jetzt so voll vor der Tür, steht jetzt so ein breiter Türsteher und steht so geschlossene Gesellschaft. Alles so Anzugträger da gewesen. Mir so. Wir so, richtiger Penner-Look. Ja, wirklich. Wahrscheinlich habe ich auch Trainerhosen angehabt. Ja, ja. Und nachher wir so, ja, gehen wir halt wieder. Nachher sind wir den Tesla aufgeladen, haben ein bisschen im Auto gechillt und ja, das war unser Freitagabend gewesen. Ja, mega. Und dann eben gestern die Geburtstagsparty vom Cyril. Alter, ist das gottlos gewesen. Nein, es ist... Ich kann so schnell was erzählen. Ich fange so... Also, hast du noch etwas? Nein, alles gut. Heute hast du auch noch etwas gemacht. Bro, heute... Ich weiss nicht, an was es liegt. Wenn das irgendjemand weiss, ich stehe jeden Tag um 7 Uhr am Morgen. Ich weiss nicht, warum. Same, Bro, aber. es ist Samstag oder Sonntag, ich habe nichts zu tun. Ich Ja. wache um 7 Uhr auf, Bro. Und du denkst dir so, unter der Woche, warum kann ich nicht unter der Woche so aufstehen? Ja. Ja, ich kann das auch. Das ist recht blöd. Kommt so aus dem Nichts vor allem. Vor allem, du stellst so den Wecker, also heute habe ich mir den Wecker gestellt, weil ich habe heute noch etwas anderes noch müssen machen. Ja. Dann schaue ich so auf mein Handy, es steht jetzt so 6:30 Uhr. Ich muss dann denken, Junge, was soll der Scheiß? Aber Bro, es ist crazy. Vor allem, weißt du, irgendwo durch finde ich es geil, weißt du, dass du früh aufstehst, weil du hast eigentlich relativ viel vom Tag. Und bist am Abend dann auch irgendwann müde, dass kannst, weißt, genug für ins Bett gehen, umgesagt, damit du am nächsten Tag einigermaßen fit bist, Ja. weißt. Aber gleich, Bro, an einem Sonntag zum Beispiel, habe ich auch mal Bock bis um 9 Uhr zu pennen oder so, weißt. Gut, ich mache meistens immer den Fehler, wenn ich dann aufwache um 6:30 Uhr, ich schaue auf die Uhr und mache weiter, ich penne weiter, also ich probiere dann weiter zu pennen. Das kann ich aber so schlecht, ich weiß nicht warum. Ich kann das super gut, aber das Problem ist, nachher wird es noch schlimmer zum Aufstehen, weil ich dann einfach, ja, so gar nicht ich kann. check schon, ja. Ich bin tot, wirklich. Ja, also bei mir Montag Don T-Konzert. Don T. Stimmt, erzähl mal, wie es du gefunden hast. Also bei mir kann man sich sehr vorstellen, Es ist ja was ich so am jetzt- Konzert gemacht habe, aber bei dir. Tyler ist ja der erste so Ami, ist er Ami? Ja, Tyler ist auch Ja. Ami. Tyler ist der erste Ami-Rapper so gewesen, Schon? wo ich gelost habe. Schon nie ein anderer Ami-Rapper live gesehen? Wüsste nicht wer. Ja, stimmt. Don T, der Zweite, ist er Ami auch. Ja. Ja, Houston, Texas. stimmt. Ja, es ist halt nicht mies. Es ist halt echt nicht mies. Also, ihr müsst euch so vorstellen, wir sind ja du, der Jeffrey, die Liv, meine Schwester, du, Livi, der LKZ. LKZ. LKZ und ich.
sind dort gewesen. Ja. Die Liv und ich so am Rand halt am Stehen, weil wir sind so Moshpits, fühlen wir halt nicht so. Mhm. Du bist in einem Moshpit drin gewesen. Oh mein Gott, der Niklas ist in einem Moshpit drin Niklas gewesen. das ist ja der Grund gewesen, warum ich überhaupt das Konzert gegangen bin, weil ich an dem müssen einen Moshpit schulden, Ja. weil ich schon beim UFO-Konzert nicht im Moshpit bin. Ja. Und jetzt Jetzt bist du in einem Moshpit drin gewesen. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, jetzt da, ich bin gewesen. Zu deinem Lieblingslied, Fein. Stimmt. Er hat fein abgeladen, der Vor-DJ, der Mr. McDonalds, nennen den nachher. Mr. McDonald. Alle nennen den Mr. McDonald oder so, der heißt so McDaniels oder so. Ja, irgendwie so, ja. Ja, und alle nennen den auf Social Media Mr. McDonalds. Ja, also ich verstehe schon, dass es lustig kann sein, aber ich mache es jetzt nicht normal. Vor allem, wenn du so das ganze Konzert machst, Bro, schau ich mal alle an. Du, Nass, meine Schwester hat auch voll mitgemacht, weißt du? Gut, sie ist auch so, ist etwa wie du, so etwa von der Größe, ein bisschen grösser sogar als du. Ich weiß nicht. Nein, der ist grösser als du. Kann schon sein, ja. Ja, ich glaube sogar schon 1,80 oder so. Das ist crazy. Ja, aber meine Schwester ist riesig. Sie hat voll mitgemacht. Dann siehst du so einen Jeffrey, Nass. Der kommt mit so Leinen, mit so Aber ich kann es auch denken. Leinenhosen und so. Und ich habe mir so gedacht, Jeffrey, du im Moshpit mit Leinenhosen. Weißt du, wie verschwitzt bist du nachher, oder? Ja gut, aber Leine ist eigentlich gut für das. Ist Aber eigentlich ein gutes er war Material. verdammt nass gewesen. Ja. LKZ auch drin. Hey, ihr alle sind voll drin. Ich habe so voll Schiss von meiner Schwester so gehabt, weil ich so, Ja. so, du schaust halt immer so auf deine Schwester, Ja, logisch, so, wo sie logisch. so ist. Ich rufe dann einfach so immer ab und zu mal rein, so Linda! Linda, wo bist du? Liv hat sich die ganze Zeit totgelassen, wo wir das gemacht haben. So, ja, ich komme schon irgendwann raus. Ja. Dann haben wir dir alle so angekocht, so, ich muss was trinken. Mich die ganze Zeit so am Getränk halten, die Liv auch. So, als wären wir so Betreuer von euch. So gewesen, like. Ja, Nein. Bro, aber was willst du machen, Bro? Die Menge zieht dich halt einfach mit, so, wenn du voll drin bist, weißt du? Ja, nein, ist Und ja... der Besteck geschöpft und Es hat- jemand, der Bier rührt und... Als Zuschauer hat das schon lustig ausgesehen. Wir sind halt voll an der Wand gestanden die Ja. ganze Zeit. Es war auch voll chillig gewesen. Dort hast du vor allem, weil die Türen immer auf und zu gegangen sind. Es war voll heiß gewesen, in dieser Halle. Ja. Halt alle so am Vollgas gehen und den ganzen Sauerstoff dort ausgebraucht haben. So. Und nachher haben die halt immer die Türen dort geöffnet und dann hast du immer so einen Durchzug, wo wir so, Luft, wie schön. Ja. Und dann sind immer so 2 Securities vor uns gestanden, zum Schauen so ein bisschen. Und wir haben uns sicher gefühlt dort am Rand. Super. Ja, super. Konzert von 1 bis 10 würde ich sagen, ja, Tyler von der Show ist schon geiler gewesen. Also Ja. Tyler 10 von 10 Show, Musik halt 4 von 10. Ja, das ist ja fair. Ich meine, jeder Beim bewertet es Don anders. T würde ich sogar sagen 3 von 10. Musik, oder? Ja. Und die Show ist ja keine richtige Show gewesen. So. Also klar, er hat, gross, schon, ja, er hat ja. einfach seinen Auftritt so ein bisschen gemacht. Er hat ja auch das Musikvideo gemacht. Ja, das macht in jeder Stadt. Ja, er tut einfach die besten Clips so zusammenschneiden, Ja, ja. so ein bisschen, ja. Wahrscheinlich, aber ja, schon 6 von 10, jetzt nicht so krass. Ja. Also für mich Ja. halt einfach. Das einzige Lied, das ich kenne, ist Lemonade. Das hast du gekannt? Ja, Lemonade, das ist das Radiolied von 2020, TikTok ist das früher gewesen. Ja, ich weiß schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass du es kannst. Ja, sicher kann ich das. Aber ich habe es nicht auf Ernst gelassen. Aber ich habe es einfach gekannt. Ja, aber nein, ist doch nice. Ja, ist lustig, nachher sind wir noch am Mac. Tatsächlich haben sie, du bist ja nachher schon gegangen, Ich wir sind bin mit 2 heimgegangen, Autos. Wir sind am Mac, tatsächlich haben sie das mal nicht so lange gehabt. Schon? Wir haben alles auf Eis bestellt, außer der Jeffrey hat, hat für sich selber bestellt. Und Ja. ich habe für die Liv und die Linda bestellt, weil die sind aufs WC, oder? Und dann, ja, alles Ja, auf einmal. klar. Letztes Mal noch eine halbe Stunde gewartet. Nach, ist das nach einem Pascha-Konzert gewesen, oder? Ist das, nein, nicht Pascha. Nein, nach Ding. Nach was ist. Nach. Tyler? Doch, nach Past. Nein, Nein, Tyler. Tyler, die Pascha andere sind wir dabei ja gewesen. auf Wedi, also ich schütze. Oh mein Gott. Oh, ist das gottlos. Nein, ich muss sagen, Pascha ist schon, also wenn ich jetzt rückwirkend muss also überlegen, also die beste Konzert das Jahr für mich war Pascha aufs Eis. Also ich habe das richtig gefühlt. Ja. Dann Bones und dann Culture Candela. Nein, warte mal, nein.
Also ich bin das ja schon hure viel Konzert gewesen. Neuland. Neuland. Nein, Pascha aufs 1, Bones aufs 2 und aufs 3 hätte ich gesagt tatsächlich UFO und Honorable Mention Culture Candela. Ist schon lustig gewesen. Ja. Also bei mir wäre es 1 Tyler. 2, jetzt muss ich überlegen. 2 ist wahrscheinlich rein so vom Konzert her und das, was mir am meisten Spass gemacht hat, war Don Toliver. Weil dort, weißt, es ist ja nicht so eng irgendwie, weil zum Teil in der Halle 622 ist alles hure eng und so Ja, und so überfüllt. Und dann macht es irgendwie nicht so Bock. Aber dort die Halle nicht voll voll, habe ich das Gefühl. Ja. Hinten dran hast du ja unter der Tribüne, weißt du, Aber dort ist voll chillig. Oder gibt es ja die Tribüne, wo sie sitzen und unten dran, dort kannst du eigentlich voll chillen hängen. Ja. Die ist nicht voll. Ja. Ja. Und dann Platz 3 entweder UFO oder Lone. Keine Ahnung, ich kann mich da nicht entscheiden. Ich muss gerade überlegen, warte mal. Was ist das erste Konzert von mir? UFO das Jahr? Ja, UFO. UFO war irgendwann im Februar, glaube ich. Ja, im Januar sind wir ja nirgends gewesen. Nein, nicht, dass ich wüsste. UFO, dann Culture, Ja. dann Bones, dann Tyler, dann Pascha, dann Ton Dolliver, Alter. Ton Dolliver. Ja, und jetzt kommt Gampel. Nein, zuerst kommt noch. Warte, jetzt muss ich überlegen. Zuerst kommt noch Frauenfeld jetzt. Gehen wir fix? Samstag gehen wir wahrscheinlich, ja. Okay. Wegen Schul X, Raff, 50 Cent. Ja. Aber Frauenfeld, Ja. dann gehen wir Gampel, Alltag. Zürich Open Air haben wir jetzt gesagt, gehen wir auch. Okay. Weil Apache ist dort. Und einen Tag vorher droppt er sein Album. Okay. Ja. Ist für dich lustig? Apropos Apache. Apropos Apache. Die Folge wird ein bisschen Apache-lastig. Okay. Er hat das Lied gedroppt. Wie heißt das? Morgen, gell? Morgen. Ja. Für mich jetzt schon der Sommer hat. Also für mich einfach so. Ich finde es brutal. Also Raff hat ja auch eins gebracht vor einer Woche, Connected mit Reezy. Auch für mich Sommer hat, aber morgen ist nochmal... Puh. Ich bin schon lange nicht mehr extra bis am 12 Uhr wach geblieben, um die Premiere anzuschauen. Dann habe ich das geschaut, so... Puh. Ja. Ich kann halt, das ist genau umgekehrt. Ich kann mit genau Apache und Raff nichts anfangen. Das ist genau umgekehrt. Ich hatte, also, es ist ein cooles Lied, du hast mir ja gezeigt, aber ich würde das jetzt nie privat im Auto hören oder so, weißt du? Aber es ist so, stell dir vor, Gabriel-Dach offen, dann so Sonnenuntergang und dann das Lied. Boah. Ich würde 500 andere Lieder vorziehen. Ich. Du wirst auch Dach zufahren. Tatsächlich, ja. Ja, du im Moment auch mit deinem Leihwagen. Ja, stimmt, das war ja auch noch. Ja. Mein Auto ist im Service, mein Tesla. Warum? Normalerweise hat der Tesla keinen Service. Aber du solltest trotzdem ab und zu mal einfach Inspektion checken. Aber es ist auch nicht wegen dem, sondern ich habe, seit ich so 40'000 Kilometer gefahren bin mit dem Auto, jetzt habe ich 75 schon, habe ich gemerkt, beziehungsweise Tim hat das zuerst festgestellt, als man mit meinem Auto gefahren ist, ey, Niklas, die linke Scheinwerfer zittert so während dem Fahren. Ja. Ich so, was? Nein, zittert doch nicht. Was erzählst du da für einen Scheiß, habe ich so gedacht. Na, mit der Zeit habe ich halt immer mehr darauf beobachtet und gesehen, so, ja, irgendwas zittert dort. Doch, ja, da zittert etwas. So, das sind so, nach 10'000 Kilometern bin ich dann mal, nachdem ich ausgestiegen bin, mal vorne ein bisschen rütteln, ob es wirklich zittert oder locker ist. Und siehe da, ja, mein Scheinwerfer vorne rechts, der ist am wackeln, während der link nicht tut. Tesla Quality. Ja, in dem Sinn schon. Ist jetzt nicht schlimm, weil er hebt schon. Ja. Er ist einfach in dem Gehäuse, wo er drin gefangen ist er nicht fest, oder? Dann habe ich halt damals im März, habe ich kannst du über die App easy in Service buchen. Ich habe dann gerade so 3 andere Sachen gesagt.
Irgendwie meine Kamera links wackelt auch noch. Also wenn ich dran rüttle, die macht einfach ein bisschen diesen. Ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber die hat er ausgewechselt. Dort ist eben die Halterung auch irgendwie kaputt gewesen. Also irgendwas habe ich nur gesagt. Ja, irgendwas habe ich noch gemeldet. Und halt eben der Scheinwerfer. Und dann ist eben ein mobiler Ranger. Ja. Ist wirklich kein Tee. Nein, alles gut, erzähl weiter. Ist ein mobiler Ranger. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich bin da nicht ins Service gefahren, sondern ein Service-Typ ist zu mir heimgefahren und hat mein Auto einfach so angeschaut. So. Und er hat dann halt gesagt, ja, er hat jetzt probiert, da irgendwie die Schraube anzumachen, aber die ist fest. Ja. Er nimmt an, dass die Halterung hinten dran gebrochen ist. Weil du hast ja den Scheinwerfer, dann die Halterung, die es an der Karosserie angemacht ist. Also du hast eigentlich Karosserie, also das ganze Alubüchse halt, also das ganze Auto. Ja. Oder Alu, ja, keine Ahnung, was für das Material. Dann ist die Halterung und die Halterung hebt den Scheinwerfer. Okay. Und der hat gemeint, das ist kaputt. Ich soll einen neuen Servicetermin machen in der App. Mit diesen Infos, was er mir so gesagt hat. Ja. Habe ich das gemacht. Und dann hat es gesagt, ja, Gebrochen. nein, kommst am 23. Mai kommst du zu unserem Service. Das war jetzt am Freitag. Nein, eine Woche vorher. Am Montag hätte ich eigentlich so in den Service kommen. Weil, also ja, und dann haben sie mir irgendwie eine Woche vorher angerufen, hey Niklas, der Scheinwerfer ist noch nicht da, weil sie haben gesagt, sie können den ganzen Scheinwerfer wechseln. Ja. Der Scheinwerfer ist noch nicht da. Wir melden uns, sobald Termin da ist. Eine Woche später, dann, ja, Termin ist um. Ich so, ja geil, chillig. Habe dann schon in der App so gesehen, ja, voraussichtlich wird es, also ich bringe das Auto am Morgen an mit dem Jeffrey. Und dann ist es am 11 Uhr fertig, dann kann ich es am Abend oder so mit dem Jeffrey wieder holen, oder? Und dann schreiben sie mir einen Tag vor, hey, morgen bitte abgeben das Auto, wie geplant. Aber das Auto wird nicht am 12 Uhr fertig, heisst, weil das länger geht als 4 Stunden die Reparatur, bin ich angewiesen auf, also darf ich laut Gesetz irgendwie einen Mietwagen verlangen oder einen Leihwagen. Ja. Und dann haben sie mir einen Leihwagen angestellt, oder? Und ich so dachte, okay, geht das überhaupt so easy? Und ich so, ja, easy, mal schauen. Dann bin ich dort angefahren, so am Morgen, habe gesagt am Jeffrey, hey, du kommst jetzt mal nicht mit. Ich probiere das mal ohne, weil ich bekomme ja das Auto. Ja. Bin dort rein, ganz freundliche Leute. Grüezi Herr Kiel, ein Service-Mitarbeiter geht jetzt schnell mit ihnen mit, schnell das Auto anschauen, was genau jetzt kaputt ist. Dann kommen sie wieder hier an, dann gebe ich ihnen die Schlüsselkarte und sie können dann weiterfahren und ja, wir schauen, dass das heute fertig wird. Ich so, ja, ist gut. Alles gemacht, super freundlich, super auch, weißt du, so, viele sagen ja immer so, ey, Tesla-Service, Katastrophe, wirklich Katastrophe, du kannst das nicht brauchen. So, immer unfreundlich und du weißt nie, was jetzt genau läuft und so. Ey, aber die haben mir wirklich alles gesagt, sie haben mir auch Kaffee angeboten und so Zeug. Also wirklich so, als wäre ich so High-End-Kunde, so haben sie mich behandelt, so eine Art, oder? Also sie haben sich richtig Mühe gegeben, habe ich richtig gemerkt, oder? Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und dann, ja, bekomme ich da Leihwagen, hat mir alles erklärt. Leihwagen Model Y. Ja. Also für die Leute, die das Model Y nicht kennen, das ist einfach ja, ein SUV, sagen wir mal so. SUV von Tesla. Das Coole war, da ist ja dieses Profil, also dieses Tesla-Profil. Und ich konnte einen QR-Code scannen im Auto und mein ganzes Profil über nur, was in meinem anderen Auto drin ist, also meine Fahrersitzposition, all meine Apple Music Einstellungen, sogar Spiegel hat er eingestellt. Er hat sogar den Equalizer eingestellt von meiner Soundanlage. Also weißt du, kannst mit der Höhe und Tiefe spielen. Sogar das hat er eingestellt, alles eingestellt, was ich richtig krass finde, dass es einfach so, zack, du hockst rein und das ist alles schon gemacht. Ja, Fazit zum Auto, ist ein cooles Auto zum Fahren, verbraucht aber gleich viel wie meins. Es juckt vielleicht nicht so viel, aber ich finde es verdammt spannend, dass das so läuft, so gut. So, also voll, wirklich, ja. Was habe ich da alles noch drin? Ich kann auch noch gratis Strom, jetzt haben sie gesagt. Also ich kann da jetzt laden, wie ich will. Easy. Also ich kann jetzt zu Tesla einstecken, Strom wird bezahlt. Ja, auf jeden Fall.
läutet es mir dann so am Nachmittag an, hey, also wie besprochen, sie haben aber gesagt am Morgen, hey, sie läutet mir am Nachmittag an, wie es so aussieht. Hat er angerufen, ja, Herr Kiel, Sie können Ihr Auto abholen am 5 Uhr, es ist alles nach Plan fertig. Und dann, ja, so, ja, super, ist doch cool. Weil ich habe mich ein bisschen aufgeregt über das Auto, was ich bekommen habe, weil halt so, Federung ist nicht so gut. Und ich habe halt das Fahrwerk ausgewechselt, was halt genau das bessert. Und jetzt ist so wieder alte. Ja, aber es ist ja nur vorübergehend. Ja, aber trotzdem habe ich so gedacht, Alter, ich habe Bock mehr auf die Kiste. Ja. Jetzt mittlerweile finde ich es cool, so, also ich habe mich schon voll daran gewöhnt. Jetzt merkt ihr vielleicht, hey, was sagt er jetzt mittlerweile, er hat sich voll daran gewöhnt. Hat er das Auto noch? Ja, ich habe das Auto noch, aus dem Grund. Der Mitarbeiter hat mir nachher nochmal angerufen und hat mir so gesagt, hey, Herr Kiel, sorry. Es ist ja so, das Auto ist fertig an sich eigentlich, also wir haben den Scheinwerfer gewechselt. Nur das Problem ist, er wackelt immer noch. Ja. Also minim besser als vorher, aber er wackelt immer noch. Und jetzt bestellen sie eine andere Halterung bestellen. Also sie haben anscheinend meine Halterung gar nicht ausgewechselt, Chillig. sondern wirklich nur den Scheinwerfer gewechselt. Jetzt dann eine andere Halterung bestellen und wenn die Halterung dann auch nicht gut ist, dann muss ich zu einem Karosseriehändler, Aha, ja. wo dann Karosserie pflegt, weil dort wird noch ein Problem wahrscheinlich sein, aber das hoffen sie nicht, sie hoffen, dass die Halterung wirklich am Arsch ist. Okay. Ja. Weil aber das Teil nicht da ist, bei ihnen haben sie es müssen bestellen, darum habe ich jetzt das Auto noch bis Mittwoch, also ja, hoffe jetzt, Voll. also ich hoffe jetzt, dass ich es bis Mittwoch wieder kann, mein anderes Auto, weil es schießt mich schon an irgendwie. Ja, verstehe ich. Ja, und darum habe ich das Auto jetzt noch. Aber es ist voll okay und hat Platz. Also, ich sage dir ehrlich, mit Ferien würde ich aber schon machen, denke ich. Ja. Chillig. Ja, das ist das. Und dann gestern aber mit dem Cyril. Lustig Sie gewesen. sind eigentlich noch lang gewesen. So eine Stunde mehr länger oder so. Aha, easy. Wir haben nachher noch Videoroulette gespielt. Cyril hat sich Aha, für 4 ja. Stutz das gekauft. Und dann, Alter, weißt du, was für ein Video der Cyril Ding hatte? Welches? Dort, wo ich in Teneriffa war, haben wir ja alle Oberkörper frei gepennt, weil es so heiß war, oder? Ja, ja. Und wir haben ja so eine dünne Decke gehabt, oder? Aha. Und dann hat er so ein Video drin gehabt, wo er mich weckt mit Airhorn. Und ich dort so halbnackt, oder? Mit dem Airhorn. Ja, weißt du, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn jetzt das du und so, weißt du, unsere Gruppe so gesehen, aber die anderen 3 haben es halt auch so gesehen. Ja. Und weißt du, und ich so halb nackt so und ich habe mich so am Drüllen und siehst so voll meinen Arsch und alles. Und ich habe mir so gedacht, Junge Cyril, Oh mein weißt du, du kannst ja schauen, Ja, was für Videos und so du reinnimmst, oder? Und der lässt es einfach drin. Ne? Aber also das mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Weil du hast gar nicht mitgespielt dort. Oder? Wo bin ich gewesen? Was? Wo bin ich nicht gewesen? Du bist heimgegangen gestern? Ja, aber ich meine das Video, weißt du? Dass das gibt. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass wir dich so geweckt haben. Ich habe das auch nicht gewusst. Erst dort, wo ich es wieder gesehen habe, ich so, fuck, stimmt, die haben mich ja damals mal geweckt. Aber ich habe es nicht im Teneriffa-Vlog dann. Weil die Aufnahme war so gottlos, die habe ich nicht rein da. Beziehungsweise ich habe die gar nicht gekannt. Ja. Ja. Den Teneriffa-Vlog müssen wir wieder mal schauen, Bro. Oh ja. Oh ja, der ist aber der richtig. bleibt privat. Der bleibt privat. Der bleibt privat. Ausser kommen in unseren Kollegenkreis, machen wir so eine WhatsApp-Community. Ja. Nein, der bleibt privat, das ist ja so, ja. Nein, aber es war lustig. Pinke Dildo hat er auch noch bekommen. Mehr sage ich nicht dazu. Ach du Scheiße. Aber Celina hat es gut aufgefasst. Von dem her alles gut. Wir hätten noch versteckt im Schrank. Ihr habt hure viel Spass an dem hure Teil gehabt, Mann. Ihr habt die ganze Zeit mit dem gespielt. Gespielt, das ist crazy. Also ich Ja, nicht. aber was ändert? Bro, ihr habt überall angeklebt, Mann. Hanneklapp, das ist crazy, der hat so einen Zugknopf. Aber ja. Mit einer Decke da. Und so nach 10 Minuten fliegt das Ding ab. Auf den Boden. Nicht WhatsApp. Nachher im Schrank versteckt, also der Raschel hat ihn im Schrank versteckt. Und nachher, wenn so im Haushalt versteckt beim Serien, und die auch noch die Heime,
Die Eltern sind nachher heimgekommen und gehen genau in das Zimmer, wo der Schrank in Schuhe versteckt ist. Und der Rasche schaut mich so an und lacht erstmal voll. So, fuck. Ich so, ja Raschel, was hast du gedacht? Ja, nein, ist lustig gewesen. Keine Ahnung, wo der jetzt im Fall ist. Ich habe den nachher gar nicht gesehen. Also wir haben nachher, der Serie hat ja nachher schnell geholt aus dem Schrank, oder? Dass er halt nicht dort drin ist. Aber kein Plan, wo er nachher geblieben ist im Fall. Okay. Oh Ich habe gestern wieder Grillmeister gespielt. Ja. Das habe ich auch noch gemacht. Ja, also es ist lustig, also gut, cooler, chilliger Geburtstag. Ja, voll. Ich habe noch mit allen weg USA geplaudert. Ja, und heute Mac. Bist du im Mac gewesen? Okay, muss vielleicht ein bisschen nachher. Bist du heute im Mac gewesen? Ja, aber nicht. Ja, also kurz. Wir sind, Ja. Der Grund, warum ich im Mac bin, ist eigentlich gewesen, weil wir sind heute am Morgen schon in Bar gewesen und haben das U19 Frauenfußballspiel geschaut. Ja. Bar gegen Uri. Okay. Aber der Hauptgrund war, wir sind nicht wegen der Frauen dort schauen, was jetzt vielleicht ein paar denken könnten, sondern unser Kollege, also der Kollege vom Tim, Ja. ist Schiri in dem Match. Okay. Und es hat so geheißen, ja, es könnte Chaos geben, weil Frauenfußball und er tut halt pfeifen. Haben das so aggressiv hineingegriffen? Chiri! Nein, ich habe so, wir sind an der Bande gewesen, oder? Ja. Und du kannst ja, wenn du klopfst an der Bande, dann sie ja wie so ein Ja, Trommel, ja. oder? Und ich so, Hallo, Hallo. Die ganze Zeit so gejubelt halt. Und so voll Kommentatoren-Sachen gesagt. Und all, also ja, Sunday League halt. Ja. Uri hat die, glaube ich, weggefegt mit 5:1. Chillig. Ja, ein Traumgoal ist auch gewesen, ist wirklich, hat echt gar nicht mal so schlecht gespielt, sagt er ehrlich. Also Okay. wirklich super gewesen. Ja, Ja, nein, ist doch nice. aber ein bisschen langweilig, also vom Schiri her, wir haben uns schon ein bisschen mehr erwartet, dass es irgendwie ein Chaos könnte geben. Hat das Spiel souverän geleitet. Ja, hat er gut gemacht. Aber halt keine nicht so große, also fast keine Fouls. Eigentlich hat er wenig zu tun gehabt. Okay. Fast keine Fouls, keine Karten, kein Penalty, nichts so. Ja, Schiri ist das Traum. Ja. Ja, nachher eben noch im Mac. Und jetzt hi und jetzt Podcast. Podcast, ja. Und in nicht mal mehr 2 Stunden muss das Ding schon online sein. Schaffen wir. Ah ja. Ja, Gehen wir weiter zum Spiel. ich habe jetzt viel gelabert, sorry. Alles gut, gehen wir mal weiter. Ja. Also, Wer fängt an? soll ich oder Ja. soll ich anfangen? Ja. Also ich lese jetzt einfach mal ab. Meine 3 Statements und du musst dann sagen, wer das Cap ist. Okay. Also, Nummer 1. Mein erster Lieblingsfußballer war Mario Mandzukic gewesen. Und das zweite ist, ich habe mir mit 12, 13 leuchten, also weißt du, Yeezys, kennst du ja, oder? Die Schuhe. Adidas. Genau, die ersten Yeezys, die rausgekommen sind. Ich habe mir die natürlich nicht können leisten, oder? Und ich irgendwo auf dem im Internet so, auf einer Scam-Seite, hat so Yeezys gehabt, die in den Sohlen rein, die haben eine weisse Sohle gehabt. Was geleuchtet haben, weißt du, wo du LEDs einschalten. Und die habe ich mir gekauft. Und das dritte ist, ich bin allergisch gegen nichts. Ich habe keine Allergie, gar nichts. Ist es nicht Wesley Sneijder gewesen, wo dein erster Lieblingsspieler war? Du hast das aber schon mal gehabt. Wir haben das Spiel ja schon mal gespielt. Und dann hast du gesagt, Wesley Sneijder war dein erster Lieblingsspieler gewesen. Darum denke ich mal, das schließe ich mal aus. Aber irgendwie Mario Mandzukic sagt mir auch etwas. Es war auch einer von deinen Lieblingsspielern gewesen am Anfang, das weiß ich. Weil du bist ja beiden Sympathisant und der ist halt der, der vorne ein bisschen war. Richtig. Und das andere, du bist allergisch gegen nichts. Ich wüsste jetzt auch nicht, gegen was du allergisch wärst. Und das mit den Yeezys. Also hast du die bestellt, oder was? Ja, voll. Boah. Ich denke mal, du hast die nicht bestellt, die Yeezys. Also denkst du, das zweite ist Cap? Hä?
Denkst du, das zweite ist Ich denke, das mit der Eis ist fake, ja. Hast recht. Ja, gell? Ich habe mir die fast bestellt. Ich habe es mir im Internet angeschaut, so, wow, das ist nur geil. Aber ich habe es dann nicht bestellt. Aber das andere stimmt tatsächlich. Also, ja, zusammen mit Snyder so. Aber- ist so auch mein Favorite. Also- Ganz früher. Ja, ja. Und ich bin halt wirklich gegen nichts allergisch. Ich bin früher, als ich noch ganz klein war, bin ich gegen Erdbeere allergisch gewesen. Schon. Aber jetzt auch nicht mehr. Man kann ja auswachsen. Aber ja. Also eben, ich hab gerade so überlegt, Mandzukic, Wesley Sneijder, das kann schon auch stimmen so. Ja, voll. Aber du kaufst dir keine Yeezys, die geleuchtet haben. Vor allem als Kind nicht, da musst du immer so auch noch, hey Mami, kannst du mir das bitte bestellen und so. Ja, das, voll. wegen dem bist du jetzt nicht so die, ja, darum habe ich gedacht. Voll. Ja, das war vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, Also, das erste. dann erzähle ich jetzt. Also, Hause. Dann kannst du nachziehen. Also. Also, du kennst ja das Backfisch, frischer Backfisch. Ja, das hast du mir gezeigt. Und ich habe heute am Morgen meinem Vater das so gezeigt und er so, hey, er hat gestern Backfisch gegessen. Das ist mal das Erste. Dann das Zweite ist, hey, ich habe das neue Apache-Lied habe ich schon sicher 20 Mal mindestens gehört. 100%. Und das Dritte ist, ich habe aus dem Apache-Shop, ist ja heute das Ding halt online gegangen, Ja. oder? Und ich habe mir halt das Albumpack bestellt. Und dort sind halt auch so Weihnachts-Dings, die halt richtig geil aussehen. So, und ich hatte ja gesagt, ich möchte mir das Ding kaufen, wegen Ja. der Musikbox. Weil die halt so unique ist, Apache-Style, oder? Voll. Ja. Jetzt ist die Frage, also ich glaube, das mit dem Lied, das mit dem neuen Apache, das stimmt schon, dass du es schon über 20 Mal gehört hast. Das denke ich, das stimmt. Die Frage ist jetzt einfach, bei deiner Albumbox, du hast mir die gestern gezeigt und dort war kein Vinyl drin, dort war eine CD drin. Also Sicher? ja, Es gibt nämlich zwei so Sachen. ich denke, Es gibt auch so ein Megapack. ein Megapack. Ich denke, du wüsstest nicht, was mit der Vinyl anfangen. Ich hatte schon ein paar Mal gesagt, ich will mir Vinyls einfach so aufstellen von Apache. Ich weiß schon. Wir sind ja mal in Zürich dort rumgelatscht. Aha. Und dort war ja das Treppenhaus-Album. Dort mal, Ja. wo war das? Dort beim Bahnhofstrasse runterlaufen, Ja, bis richtig. dort, wo die Autos immer, Ja, ja. hey, was ist dein Beruf? dort gibt es so einen Vinylplattenladen und dort Ja. hast du gesagt, wow, das ist das beste Album. Und ich so nebendran, nein, das da. Und das war ein Treppenhaus. Ja. Hat er mir auch fast geholt. Aber ich glaube, das ist eine Lüge. Sicher? Ja. Ja, ist recht. Fuck. Ich bin mir aber nicht mehr sicher gewesen, ob ich das gezeigt habe, das Bild. Weil du schon allein deinen Gesichtsausdruck, als ich das gesagt habe, schon alles gesagt. Ja. Aber dort habe ich schon gedacht, ja, jetzt kann ich es nicht mehr retten. Das Megapack gibt es auch nicht. Aber er hat tatsächlich wirklich Vinylplatten im Shop gehabt. Ja, das glaube ich schon. Und die haben auch nicht schlecht ausgesehen. So. Also ich habe mir auch wirklich überlegt, ob ich mir das soll kaufen Ja. aber nee, ich habe es dann doch nicht gemacht. Ja. 1-1, hä? Jetzt kommen meine zweite. Gut. Also, Statement Nummer 1. Meine Fam ist früher häufig ins Tessin Camp, also ich bin auch mitgegangen, weißt du, auf so einem Campingplatz einfach. Das ist das Erste. Dann, ich habe früher, also ganz früher, habe ich mal ein YouTube-Video hochgeladen, zusammen mit einem Kollegen, wo wir Fußballskills gezeigt haben. Wir sind irgendwie 9 oder so gewesen. Und das war lustig, weil wir sind in so einem Wäschraum waren, in unserem Wohnblock. Sind da drinnen, haben die Kamera aufgestellt, iPhone 4, haben dort einfach ein Video aufgenommen, wie wir skillen tun. Und haben das hochgeladen auf YouTube. Und das letzte jetzt wird sehr emotional. Du kennst ja den Audi Cup. Ja. Das erste Mal, als ich da war, war 2015. Dort war Real auch dabei. Und ich bin ja, wie ihr es vielleicht wisst, ich bin Ronaldo-Fan. Und das war das erste Mal, wo ich Real live gesehen habe, so halt in echt Spiele gesehen habe. Du bist auch dort gewesen. Ich weiss, dass du auch Audi Cup warst, aber du bist auch 15 gewesen. Ja, ja. Ich bin aber auch dort gewesen. Ja. Bayern Real. 1-0, Lewandowski, letzte Minute. Also Bayern Real habe ich nicht gesehen. Ich bin den Tag vorher gewesen. Halbfinale. Ja, genau. Gegen Tottenham. Nein, AC. Ja, doch, Tottenham. Und Fener war weg.
Nein, AC Mailand. Ach, stimmt, AC, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, wo dann die Aufstellungen genannt worden sind, ist Ronaldo nicht dabei gewesen. Ich habe voll geheult. Ich bin Tränen ausgebrochen, weil Ronaldo nicht gespielt hat. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, das ist fake. Du bist damals Bayern-Sympathisant gewesen, bist noch nicht so real gewesen. Bist du sicher? Ich muss nicht überlegen, warte mal. Aber es kann schon sein im Fall, dass es fake ist noch. Weil dort bist du noch eher Bayern gewesen. So die Zeit, hätte ich gedacht. Also hätte ich jetzt gesagt. Also nochmal, gehen wir noch alles durch. Nochmal, also campen, mit Genau. Familie. Richtig. Dann YouTube-Video. Das habe ich halt noch nie gehört von dir. Aha. Aber kann halt schon sein so. Ja. Du hast auch viele Storys mit meiner Fam, die ich dir noch nicht erzählt habe. Ja. Dann das mit dem YouTube-Video, dass ich Fußball, das kann ich mir auch vorstellen, dass du das gemacht hast, weil das hat gefühlt jeder irgendwie gemacht. Ich gefühlt schon, ja. Und voll gekühlt. Du hast nicht gekühlt, weil Ronaldo nicht gespielt hat. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich so nicht. Schon? Ich muss aber auch sagen, ich habe mich auch ein bisschen... Ja, ich habe auch nicht so cool gefunden, dass Ronaldo nicht gespielt hat, auch als Bayern-Fan. Klar, Ja. ich habe natürlich schon wollen, dass Bayern gewinnt und so. Aber du hast schon trotzdem mal so einen Knallraldo in München gesehen. Wie hast du ihn genannt? Knallraldo, sagt mein Vater und ich ihn immer. Warum Knallraldo? Ja, weil er halt immer so knallt, Goals schießt, so knallt. Boom. Knallraldo. Ja, okay. Cristiano Knallraldo, ja. Dort hat ja Toni Kroos einen geilen Freistoß geschossen und Neuer hat er gehabt. Mhm. Ich sage immer nur, du hast nicht gekühlt wegen Ronaldo. Safe nicht. Sicher. Ja. Muss ich dich leider enttäuschen, mein Freund. Was bist du für ein Alter? Bro, Was spielen der heute? ich bin dort 11 gewesen. Ja und? Ich Bro, will nicht, ich bin wenn die noch Hard- ihr nicht gespielt hat. Hä? Bro, ich bin die Hard Ronaldo-Fan gewesen. Bro, ich bin so in Tränen ausgebrochen. Meine ganze Welt ist zusammengekippt in dem Moment. Bro, ich weiss noch ganz genau. Wir sind so im Unterrang gewesen. Weißt du, ich, mein Bruder, Dad, Mom. Also, nee, ich glaube es nicht. Jetzt immer noch nicht. Nee, nicht. Doch. Alter. Bro, frag meine Eltern. Wirklich, es war so gewesen. Und ich weiss noch ganz genau, sie haben es auf der Leinwand oben oder auf dem Fernsehen so die Ausstellungen bekannt oder jemand hat... Nein, es war das Interview gewesen. Sie haben so Leute in der Arena gefragt, auf wer sich am meisten freut heute. Und dann, dazu mal hast du noch kein Handy gehabt oder irgendwie, wo die Ausstellung oder das früher hast können sehen. Doch. Nein, ich einmal nicht. Ich hatte schon meinen iPod gehabt. Ich nicht. Ich habe schon gewusst, wer spielt. Und dann haben sie irgendwie eben auf dem Fernsehen ein Interview geführt mit ihm. Der hat aber gesagt, er freut sich auf Ronaldo. Und weißt du, nachher so, ja, leider ist Ronaldo heute nicht dabei, weil er hat Rückenprobleme und so. Und Bro, ich kann nicht mehr können. Ja, das ist meine Story. Ich habe Ronaldo bis heute noch nie live gesehen. Ja. Falsch war übrigens, dass wir ins Tessin campen sind. Sind noch nie. Das wäre so Bünzli-Activities irgendwie. Ja. Vor allem so Ostern. Prime Bünzli. Alter. Ist glaube ich krass. Nein. Ich hätte jetzt Ronaldo können sehen am Final Four Turnier. Ich habe ja Tickets angefragt an UEFA Final Four Was ist Final Four? Nations League. Aha, Nations League, ja. Ist ja Deutschland-Portugal in München. Ich habe Tickets angefragt, keinen bekommen. Bin ich schwach. Nice. Champions League Finale nicht bekommen, Final Four nicht bekommen. Bechsträhne. Allgemein, ich habe diese Saison, ich habe 5, weißt du noch, Anfang der Saison habe ich dir doch ein Video geschickt. Ich habe 18 Spiele angefragt für diese Saison, die letzte. Ja. Ich habe kein einziges bekommen. Kein einziges Spiel habe ich bekommen, zugelassen. Das ist ja immer Losverfahren. Ja. Und ich bin Mitglied und ich frage 18 Spiele und ich wäre an jedes Spiel gegangen. Ich habe keins weiterverkauft. Immer zweimal müssen. Ja, aber echt Immer krass. Tickets snipen. Hätte ich nie gedacht, im Fall, dass du wegen Ronaldo heulst. Das ist Doch. krass. Mein 11-jähriger Ich ist jetzt noch traurig über das. Okay. Also. Kommen wir zu meinen zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ja. Im Sommer möchte ich mein komplettes Auto auseinandernehmen. Aus dem Grund, um das ein bisschen zu dämmen. Weil, Was heisst das? ja, dass es nicht so laut ist. Aha, ja.
Also weißt du, so voll mit akustisch Aha, so, ja. dass es nicht so laut ist und ja, einfach, dass es so ein bisschen S-Class-Feeling hat gefühlt. Dann habe ich im Büro eine Tasse, wo drauf steht Montag und dann der Typ verreist. Die haben wir doch zusammen gekauft, Ja. oder? Und ich habe jetzt auf TikTok eine Tasse gesehen, wo drauf steht nicht hier, aber ich wäre lieber im Bierkönig jetzt. Und die habe ich mir bestellt. Und das dritte, ich bin heute pünktlich zum Abpfiff gekommen beim Fußballspielen. Heute. Okay. Das ist natürlich jetzt interessant, weil der Niklas und seine Pünktlichkeit, das ist immer so ein Thema. Der Niklas ist zuerst in Wette gegangen, das können wir vielleicht auch schnell erwähnen. Er hat mit dem Joris und mir gewettet. Oder, nein, er hat... Doch, ich habe schon mit euch zwei gewettet, weil ihr zwei sind schon ein bisschen die Hauptaspekte, aber ich sage das noch auch so in unserer Gruppe so ein bisschen. Also so ein bisschen, Liv muss es noch erzählen, der Nina. Also kann ich was sagen? Ja, mach das. Also Niklas hat gesagt... ich bin ein öffentlicher Mensch, ich sage alles. er probiert jetzt immer pünktlich zu kommen. Das habe ich ja voll das Versprechen drin gehabt. Er probiert immer pünktlich da zu sein, wie wir das sagen. Und wenn er es 50 Mal hintereinander schafft... also jetzt nur mal bei... Also klar, das Ziel ist schon bei allen, aber ich habe es mit euch gewettet. Okay, in unserer Gruppe. Ja, voll. Wenn er das 50 Mal hintereinander schafft, dann gehen wir ins Dukes essen und wir zahlen für dich, gell? Oder wie haben wir es gesagt? Ja, wir gehen einfach essen mal zusammen und der Status Niklas ist immer spät, wird rausgelöscht aus der Freundesgruppe. Okay, ja. Den darf ich dir nicht mehr sagen. Das Ding ist aber, wenn jetzt Niklas, sagen wir, 49 Mal pünktlich ist und dann beim 50. Mal verkackt er um 1 Minute oder so, dann resettet das und dann muss er wieder von Null anfangen. Genau. Mit dieser Idee ist der Niklas gekommen. Ja. Ja, Road to Glory. Genau. Ja. Also, zurück zum Thema. Du bist pünktlich gekommen. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass du pünktlich da bist, tatsächlich. Dann, was war noch wegen der Tasse? Und das erste war wegen das Auto... Ja, so mal... Dämpfen so von der... Ja, von das dem ist keine Ahnung, so mal Von der an Akustik. einem Sommertag mal, keine Ahnung, muss man schauen, wie... Ja, also das Ding ist, du hast mir schon ein paar Mal gesagt, dass du findest, dass dein Auto mega laut ist, aber es ist jetzt besser durch das neue Fahrwerk. Darum denke ich nicht, dass du das vorhast, so wie du mir das amigs erzählst. Ich kann auch völlig falsch liegen, aber ja. Dann das mit der Tasse kann schon sein. Kann ich mir bei dir schon vorstellen. Und das Letzte... Ich bin jetzt sowieso voll der Teetrinker im Büro geworden. Muss man den Jeffrey und den Shelly fragen. Ich bin die ganze Zeit am Tassen waschen. Und ich habe mir jetzt bestellt. Hure geil, wirklich. Ich komme, glaube sogar diese Woche. Ja, ist jetzt schwierig. Okay, nein, komm. Ich sage, das mit der Tasse ist die Lüge und die anderen beiden stimmen. Stimmt's? Ui. Wieso meinst du? Einfach keine Ahnung. Vor allem, weil du das jetzt auch noch so ausgeholt hast. Irgendwie ist das sass gewesen, dass du jetzt so gesagt hast, ja, ich bin jetzt voll der Teetrinker. Aber es ist wirklich so. Ja, nein, das glaube ich dir ja schon, aber weißt du, dass du es ja... Weißt du, dass du es mal so... Ich habe das andere auch ausgeholt. Ja, es geht. Ja doch, ich habe gesagt, irgendwann im Sommer mal. Ja, aber das ist jetzt viel genauer gesagt. Irgendwie. Kann ich das nicht? Keine Ahnung, ich weiß Ich habe auf nicht. die Uhr geschaut, auf das Datum. Aber ich bin wirklich kurz davor gesetzt beim Bestellen. Ich habe es schon im Warenkorb gehabt. Aber dann hat mein Lohn gesagt, ja, ne, also mein Konto hat gesagt, nö, Ja. die 15 Stutz ist jetzt nicht zahlen. Oh mein Aber Gott, die ja. werde ich mir noch holen. Das ist geil. So. Und das, ja, Bierkönig. Das ist typisch Niklas. In dem Fall hast jetzt du gewonnen. 4-3 für mich insgesamt. So ein Scheiße. Ja, Ja, ich das war's mit diesem Spiel. habe es tatsächlich scheiße gemacht, sagen wir mal so. Wegen? Ja, aber ich habe es ein bisschen zu sass gemacht. Ja, bin selber schuld.
Ja, Wieso hat Notion keine Offline-Notizen? Das ist ja so kräudig. machen wir noch eine Empfehlung. Ja, hast du eine Empfehlung? Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob ich eine Empfehlung habe. Morgen von Apache hören. Sommersong. Das ist nicht seine Empfehlung, meine Empfehlung. Ich muss gerade schon überlegen. Rasiert euch eure Augenbrauen, wenn ihr Monobrauen habt. Frag mal den Joris. Oh Gott. Oh Gott. In dem Fall steht es 4:3. Ja. Ja. Aber ich muss wirklich überlegen, ob ich eine Empfehlung habe. Jetzt habe ich mich selber in die Scheiße hineingeritten. Tiger. Der Monobrauen Major Monogramm. Meine Empfehlung, wenn ihr ja, nein, komm, ich sage das, also ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber wir haben ja vorhin gesagt, dass Niklas nicht telefoniert haben, wegen dem ganzen Podcast-Zeug. Und meine Empfehlung ist, wenn ihr auch so irgendein Zeug am Laufen habt, falls es irgendjemand gibt, der so ein Bericht hat, mit jemand anderem. Oh, Scheiße. Was? Red nochmal, fang nochmal an. Ich habe jetzt die Aufnahme beendet. Ich habe auf Fertig gedruckt. Hallo, hören mich wieder? Ja, ja. Okay. Scheiße. Also meine Empfehlung ist, wenn ihr so ein Projekt mit jemandem am Machen sind, kommunizieren, was einem nicht gefällt und so, oder was man besser machen kann, damit es vorbeipasst. Also kurz gesagt, kommuniziert. Richtig. Nicht nur bei Beziehungen, sondern auch bei normalen Themen. Ja. Genau. In diesem Sinne. Ja, danke fürs Zuhören. Gute Start in deine Woche. Und wir sehen uns nächste Woche am Sonntag wieder. He? Yes, und ich hoffe, wir können nicht zu viel labern wegen Tesla. Alles gut. Es juckt doch die Hälfte nicht. Egal. Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.